gestern oder halt nach dem Faulenzer-Tag gestern, wie man so schön sagt, haben wir uns heute aufgemacht, die Everglades zu besichtigen. Ja, nachdem wir gestern sozusagen Miami Beach entdeckt haben, haben wir uns heute auch relativ lang noch ausgeschlafen. Nach diesem sogenannten Grab-and-Go-Frühstück, das wir uns wieder in der Früh ins Zimmer geholt haben. Und sind dann irgendwann einmal in den Seagrass Recreation Park gefahren. Ich habe mich heute schon wieder wesentlich besser gefühlt. Mit anderen Worten, wir haben die Everglades entdeckt für uns. Dann haben wir gesagt, dass wir an die Everglades heute fahren, weil wir Airboot fahren möchten. Die Fahrt dorthin war sehr spektakulär. Und ein paar Wildlife, also Wildtiere, sehen möchten. Das ist sehr imposant, wenn man sozusagen ein bisschen aus diesem besiedelten Gebiet rauskommt und dann einfach nur mal diese unendliche Weiten, das Weltall. Da sind wir eben hingefahren. Nein, es ist eigentlich nur Florida. War einfach schon die Herausfahrt da, also die Fahrt dorthin war schon beeindruckend. Du hast sozusagen nur eine Straße, dann links und rechts Strommasten und ja. So viel Fläche und so viel Sumpfgebiet, was man schon auf der Seite gesehen hat, das hat einfach schon so cool ausgeschaut. Das war's dann sozusagen. Und wie wir dann eben dort angekommen sind, hat uns natürlich wieder, wir sind es halt jetzt schon ein bisschen gewohnt mit der Klimaanlage im Auto und so weiter. Obwohl ich glaube, dass das der Grund war, warum es mir nicht so kurz gegangen ist, weil Hitze und also Kälte und Hitze immer in diesem Schockzustand, mein Körper verträgt das halt nicht so. Dann sind wir sozusagen dorthin zu diesem Recreation Park, um Alligatoren zu entdecken und mit einem Airboot raus in die Everglades zu fahren. Ja, dann sind wir eben dort hingekommen, es hat uns wieder eine Schule empfangen, wieder voll die netten Leute, es war sehr wenig los. Wir haben sofort ein Airboot zugewiesen gekriegt. Wir sind dorthin, haben gleich unser Ticket gekriegt für das Boot. Wir sind eigentlich innerhalb von den nächsten 15 Minuten dann schon losgestartet mit unserem Captain Disco. Wir sind dann 5 Minuten später ins Airboot gestiegen mit dem Captain Disco. Der sehr witzig war, sehr redselig, aber auch sehr sicher, also der hat alles sehr sicher gemacht. Der hat uns dann sehr viel auch über die Flora und Fauna erzählt. Ja, und dann sind wir eben die Everglades rausgefahren. Der Unterschied zwischen Alligatoren und Krokodile. Sie nennen es scherzhaft Grass River, weil es dort eben so viel Gras im Sumpfgebiet eben gibt. Wo das Natural Habitat normalerweise ist. Und dann war es endlich soweit. Der Alligator in seiner wunderschönen Pracht. Und so weiter und so fort. Hat er sich uns gezeigt. Wir haben dann tatsächlich auch einen echten Alligator entdeckt. Also er ist mit uns rausgefahren und hätten fast zusammengefahren. Er ist ziemlich nah an uns rangekommen. Normalerweise meiden die Alligatoren ja die Menschen. Und dann war er da. Weil das interessiert sie nicht so, aber da dürfte es ihn halt sehr neugierig gemacht haben. Aber er war sehr friedlich und er war sehr lieb und ist halt um uns herum geschwommen, um das Airboot. Wir haben ihn von allen seinen Seiten betrachten können. Der war dann normalerweise sind die relativ scheu und verschwinden. Irgendwann ist ihm wieder langweilig geworden und der hat sich wieder vertschüsst und wir sind dann auch wieder Richtung zurückgefahren. Der ist halt, ja, ist so rund um unser Boot gekreist, das heißt, man hat schön filmen und fotografieren können. Am Weg zurück haben wir dann noch eine Wasserschildkröte gesehen, die auch so riesig war. Dann haben wir nur einen Stopp gemacht, weil er uns dann noch erklärt hat, warum eben dieses Gebiet der River of Grass heißt. Der Captain Disco hat uns einiges erzählt. Und hat uns halt die Grassorten erklärt. Unter anderem, dass es das einzige Gebiet ist. Ein bisschen Geheimtipps gegeben, wenn man da draußen mal überleben müsste. Wo Krokodile und Alligatoren im selben Bereich leben. Ah ja, und dort haben wir dann eine echte Schildkröte gesehen, die haben wir auch fotografiert. Und dann sind wir zurückgefahren und zu dieser Airboot-Tour hat es dann noch so einen Wildpark gegeben, wo man eine Schlange angreifen kann. Dann hat er uns noch erzählt, dass es auch oft Tiere sind, die irgendwo mitgenommen wurden und als Haustiere gehalten wurden und dann einfach ausgesetzt werden, weil wer kann sich so daheim so ein riesen Krokodil hinstellen. Habe ich gemacht. Nachdem er uns eben einige solcher Stories erzählt hat, sind wir dann mit dem Airboot wieder zurückgefahren. Es war sehr windig am Airboot, es war voll witzig, es hat voll Spaß gemacht. Und einen Alligator angreifen können. Das war aber dann noch nicht alles. Es gibt dort nämlich auch noch einen Wildlife Zoo. Den haben wir uns dann auch noch gegeben. Habe ich auch gemacht.
Wir haben Panther gesehen. Die Babsi wollte nicht angreifen, also den Alligator, weil der vorher den Wärter gebissen hat. Wir haben Hängebauchschweine gesehen. Und Schlangen ist sie ja nicht so der Fan von. Naja, sie hat nicht wirklich was verpasst, also es ist einfach so, wie wenn man ein Leder angreift. Diverse Vögel haben wir gesehen. Und das ein bisschen sich bewegt so auf die Art, aber es war relativ nett. Und dann kommt das Spannendste. Wir haben Schlangen gesehen und der Chris hat sie auch angegriffen, hat sie am Arm gehabt, hat sie geliebkost und gestreichelt und hat sich voll gefreut dabei. Das war dort, da haben wir noch Pumas gesehen, ein stinkte Hängebauchschwein. Dann haben wir noch Alligatoren gesehen, war voll cool und spannend, weil der Chris hat wieder einen Alligator in der Hand halten können, was übrigens voll todesmutig war. Und Vögel haben uns angegriffen, diese miesen Vögel. Der Alligator vorher den Wärter gebissen hat und ja, ich hab den nicht angegriffen. Also Hut ab vom Chris, er hat den auch wieder gestreichelt und liebkost und alles, was halt dazugehört, wenn man so ein Wildtier im Arm hat. Dann sind wir zurückgefahren und ich wollte eigentlich nur mehr heim, weil es so heiß und schwül und drückend und sonst was war. Ja, das brauche ich auch nicht. Und die Babsi hat gesagt, sie möchte nur gerne on the beach. Nachdem wir eben dort uns ein Nächtel aufgehalten haben, was voll spannend und aufregend war, was uns voll Spaß gemacht hat, einfach. Es war voll der schöne Tag, heiß war es halt. Da haben wir dann sozusagen Reich am Schön kennengelernt. Also wir sind draufgekommen, dass wir wirklich in der Gegend rund um gated communities wohnen. Nachdem wir eben von dort weggefahren sind und es dann noch nicht so spät war, haben wir sich gedacht, dass wir noch an den Strand fahren. Aber es gibt einen Turtle-Strand, also da wo die Schildkröten ihre Eier vergraben. Sind dann an den hotelnahen Strand gefahren. Und da darf man auch baden gehen, nur halt nicht in den Bereichen, wo die Eier liegen. Haben dann dort noch ein paar Stunden, 2 Stunden oder so verbracht. War ziemlich cool. Da sind wir dorthin, haben dort ein kanadisches Ehepaar getroffen, die uns irgendwas von Frank Stronach erklärt haben, dass sie mit ihm befreundet sind. Das Wasser war gar nicht einmal so kalt, das heißt, es war auch meine Temperatur, nicht nur Chris' Temperatur. Also es waren die ersten Leute, wirklich, die was mit Austria sofort anfangen haben können. Und dann sind wir nur einkaufen gegangen, weil wir noch ein bisschen was gebraucht haben. Wir haben ein paar Highschool-Kids gesehen, die dort ihre Nachmittagspause auf dem Surfbrett verbracht haben und später wieder in die Schule gegangen sind. Zurück ins Hotel, wo wir dann die Restel vom Vorabend, also den Burrito, verspeist haben. Ja, also ein relativ spektakulär, aber auch unspektakulärer Tag. Nachdem wir ziemlich fertig waren, haben wir dann am Hotel nur mal den, was gestern übrig gebliebenen Burrito gegessen und sind dann ziemlich bald eigentlich schlafen gegangen.